Herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Studie. Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns heute ein echtes Mammutthema vorgenommen. Wir begeben uns nämlich auf eine kleine Reise durch die biblische Eschatologie. Klingt nach einem sperrigen Fachwort, ist aber eigentlich faszinierend. Es geht um die Lehre von den letzten Dingen. Wir schauen uns heute ganz genau an, was die alten Texte wirklich über die sichtbare Wiederkunft von Jesus Christus als König sagen. Mein Ziel dabei? Ich möchte diese oft sehr tiefgründigen Passagen glasklar für uns aufschlüsseln, damit wir am Ende nicht nur theologisch schlauer sind, sondern daraus ganz konkrete Hoffnung und echten Trost für unser Leben ziehen können. Los geht's! Okay, stürzen wir uns direkt rein. Hier ist unser Fahrplan für heute. Erstens, die Verheißung seiner Wiederkehr. Zweitens, wo und wie er kommt. Drittens, eine sichtbare öffentliche Offenbarung. Viertens, Auferstehung und letzte Posaune. Fünftens, der endgültige König und Richter. Und am Schluss, sechstens, Hoffnung und Trost für heute. Ein strammes Programm, also fangen wir an. Starten wir direkt mit Abschnitt 1, die Verheißung seiner Wiederkehr. Das ist sozusagen das absolute Fundament für alles Weitere. Schauen wir uns mal diesen Bericht aus der Apostelgeschichte an. Stellt euch die Szene vor, Jesus wird vor den Augen seiner Jünger emporgehoben und eine Wolke nimmt ihn auf. Und dann stehen da plötzlich zwei Engel und hauen diese gewaltige Zusage raus. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Puh, lasst diese Worte mal kurz sacken. Dieser Text knüpft ein unzertrennliches Band zwischen seiner Himmelfahrt und seiner zukünftigen Rückkehr. Wenn wir diesen Text jetzt mal auseinandernehmen, kristallisieren sich 4 völlig klare Punkte heraus. Erstens, das Ganze passierte sichtbar. Zweitens, er ging leiblich und persönlich. Es heißt extra, dieser Jesus, das ist kein abstraktes, wolkiges Konzept, sondern er selbst. Drittens, eine Wolke nahm ihn auf. Und viertens, er wird exakt in derselben Weise wiederkommen. Das ist wirklich entscheidend. Warum? Weil es Vorstellungen komplett den Boden entzieht, die behaupten, seine Rückkehr sei nur irgendwie symbolisch gemeint oder vielleicht eine unsichtbare, rein innere, spirituelle Erfahrung. Nein, es ist völlig handfest. Das bringt uns zu Abschnitt 2, wo und wie er kommt. Da wir jetzt wissen, dass das ein physisches, reales Ereignis ist, schauen wir uns mal die Mechanik dahinter an. Und da drängt sich natürlich sofort eine Frage auf, oder? Wo genau wird dieses welterschütternde Event eigentlich stattfinden? Gibt es da konkrete geografische Angaben? Die Antwort darauf finden wir tief in den Prophezeiungen des Alten Testaments. Was an diesem Text aus Sacharja 14 jetzt richtig faszinierend ist, ist die geografische Parallele. Wir lesen hier, dass die Füße des Herrn am Tag seiner Ankunft auf dem Ölberg stehen werden. Und erinnert ihr euch an den Ort aus der Apostelgeschichte vorhin? Richtig, das war auch der Ölberg. Die Engel sagten ja, in derselben Weise. Der Text zeigt uns also, wenn der Herr zurückkommt, um Gericht zu halten und Jerusalem zu retten, dann landet er exakt dort, von wo aus er in den Himmel aufgefahren ist. Wir haben auch gelesen, dass er mit den Wolken kommt. Und Leute, das ist kein Detail für den Wetterbericht. In der biblischen Sprache, besonders wenn man sich Prophezien wie Daniel 7 anschaut, sind Wolken ein massives Symbol. Sie stehen für Gottes direkte Gegenwart, seine absolute Herrlichkeit und Autorität zum Gericht. Wenn Jesus also ankündigt, er kommt auf den Wolken zurück, dann spricht er hier nicht über Meteorologie. Er nutzt diese uralte prophetische Königssprache, ihm seine ewige Herrschaft über die ganze Welt unmissverständlich klarzumachen. Gehen wir weiter zu Abschnitt 3, eine sichtbare öffentliche Offenbarung. Und das ist wichtig. Wenn der König zurückkehrt, passiert das ganz sicher nicht im Geheimen. Jesus selbst lässt da im Matthäusevangelium überhaupt keinen Interpretationsspielraum. Er vergleicht sein Kommen mit einem Blitz, der den gesamten Himmel von Osten bis in den äußersten Westen erhellt. Denkt mal an ein richtig heftiges Gewitter, das überseht ihr nicht. Das heißt im Klartext, niemand muss spekulieren oder sagen, er sei irgendwo heimlich in der Wüste aufgetaucht. Seine Rückkehr ist absolut kein verstecktes, privates oder nur spirituelles Ereignis. Wenn wir das, was in Matthäus 24 und Markus 13 steht, mal bündeln, ergibt sich ein gewaltiges Bild. Seine Ankunft ist plötzlich, sie ist völlig unübersehbar und durch öffentlich. Er bringt eine riesige Menge von Engeln mit und, das ist der schöne Teil, er sammelt seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammen. Das ist eine unheimlich starke, tröstliche Zusage. Hier kommt niemand still und leise zurück. Das ist das Erscheinen des verherrlichten Christus mit unglaublicher Kraft und Energie. Das Buch der Offenbarung fasst das in Kapitel 1 nochmal extrem stark zusammen. Jedes Auge wird ihn sehen. Ohne Ausnahme, sogar diejenigen, die sich aktiv gegen ihn gestellt haben.
Diese plötzliche Offenbarung seiner Herrlichkeit wird buchstäblich alle Nationen der Erde bis ins Mark erschüttern. Ein weltweites Ereignis, das absolut niemand ignorieren kann. Kommen wir zu Abschnitt 4, Auferstehung und letzte Posaune. Wie genau betrifft dieses unfassbare globale Ereignis eigentlich den einzelnen Gläubigen? Schaut euch diesen Text aus dem 1. Thessalonicher Brief an. Das ist für viele eine der tröstlichsten Passagen in der gesamten Bibel. Da steht: Der Herr selbst wird herabkommen. Er schickt nicht irgendwen vor, er macht das persönlich. Begleitet von einem massiven Befehlsruf und einer himmlischen Posaune. Und diese Rückkehr bringt die ultimative physische Rettung für alle, die zu ihm gehören. Gehen wir einen Schritt weiter und schauen wir uns an, wie genau sich das aufbaut. Der Apostel Paulus gibt uns hier nämlich eine sehr präzise Reihenfolge. Zuerst ertönt der Ruf und die Posaune. Und dann, und das ist so unglaublich ermutigend für jeden, der schon mal einen geliebten Menschen verloren hat, stehen die Toten, die an Christus geglaubt haben, zuerst auf. Erst im Anschluss daran werden die noch lebenden Gläubigen verwandelt und mit ihnen vereint, um gemeinsam dem Herrn zu begegnen. Das ist wie ein gigantisches Familientreffen. Diese Verwandlung ist ein richtiges Mysterium, das im 1. Korintherbrief genauer beleuchtet wird. Warum ist dieser Punkt so absolut essentiell? Tja, weil er uns zeigt, das Evangelium endet eben nicht damit, dass wir als körperlose Seelen ewig auf irgendwelchen Wolken schweben. Nein, das große Zielbild ist die glorreiche, handfeste und leibliche Auferstehung. Der Tod, die Krankheit, die Vergänglichkeit, all das wird in einem einzigen, wundersamen Augenblick komplett besiegt. Das führt uns logisch zu Abschnitt 5, der endgültige König und Richter. Wir müssen uns jetzt nämlich ansehen, mit welcher Autorität er da eigentlich zurückkommt. Stellt euch diese Frage mal ganz ehrlich. Wer genau ist dieser König, der da am Himmel erscheint? Welches Bild haben wir da im Kopf? Ist das derselbe sanfte Jesus aus den weihnachtlichen Krippenspielen? Das illustriert nämlich brillant diesen unglaublichen Kontrast zwischen seinem ersten und seinem zweiten Kommen, den uns zum Beispiel Offenbarung 19 aufzeigt. Beim ersten Mal, da kam er in totaler Niedrigkeit, als Diener, geboren im Dreck eines Stalls, am Ende leidend am Kreuz. Aber beim zweiten Mal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der einst verworfene Messias kehrt in absoluter Herrlichkeit zurück, mit vielen Kronen, als unangefochtener Sieger, bereit zum Gericht, als König der Könige. Das ist ein völlig anderes Auftreten. Und diese Rückkehr hat eine tiefgreifende doppelte Wirkung. Die biblischen Texte, wie etwa der 2. Thessalonischer Brief, berichten ganz sachlich, aber eben auch unmissverständlich über die Dualität dieses Ereignisses. Einerseits bringt es endgültige Ruhe, Rettung und völligen Trost für alle, die unter Druck standen und an ihm festgehalten haben. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch Gericht und Konsequenz für diejenigen, die Gott und seine Wahrheit bewusst abgelehnt haben. Er ist der ultimative Richter, der die vollkommene Gerechtigkeit wiederherstellt. Diese königliche Autorität sehen wir super eindrücklich in Matthäus 25. Da sitzt er auf seinem Thron und versammelt buchstäblich alle Völker vor sich, um sie voneinander zu trennen. Das zeigt uns, Ungerechtigkeit und das Böse in unserer Welt werden nicht durch bessere Politik oder endlose menschliche Anstrengungen endgültig besiegt. Das Gesetzlose fällt allein durch die übermächtige Erscheinung und die reine Autorität dieses ultimativen Richters. Und damit sind wir schon beim letzten Abschnitt angekommen, Hoffnung und Trost für heute. Wir haben jetzt richtig viel harte Theologie gewälzt. Aber was machen wir jetzt damit in unserem ganz normalen Alltag? Der entscheidende Punkt ist genau das, was Lukas in seinem Evangelium festhält. Wenn all diese verrückten Dinge beginnen, sollen wir uns auf gar keinen Fall verstecken. Für die Welt mag der Gedanke an einen göttlichen Richter erschreckend sein, aber für diejenigen, die zu ihm gehören, ändert sich einfach alles. Dieser mächtige, wiederkehrende Richter ist nämlich exakt derselbe Jesus, der auch euer Retter und Erlöser ist. Das heißt, diese ganze biblische Lehre ist nicht dazu da, uns Angst einzujagen. Ganz im Gegenteil, sie soll uns eine tiefe, krisenfeste Hoffnung geben. Ich möchte euch heute genau mit diesem starken Satz aus Lukas entlassen. Richtet euch auf, eure Erlösung naht. Egal, wie chaotisch, unübersichtlich oder dunkel die Zeiten in den Nachrichten gerade zu sein scheinen, diese Texte zeigen uns eine unverrückbare Tatsache. Der König kehrt zurück. Sichtbar, leiblich und mit einer Macht, die alles übersteigt. Die Frage, die wir uns also heute ganz persönlich stellen dürfen, ist, wenn wir all das wissen, betrachten wir den Horizont mit Sorge oder können wir erhobenen Hauptes und voller Vorfreude in die Zukunft blicken? Denkt mal in Ruhe darüber nach.
Ich danke euch vielmals fürs Dabeisein bei dieser Studie und wir hören uns beim nächsten Mal.